Die Reise in die Antike geht weiter. Hier zurück bei Anno 117, Pax Romana. Willkommen zurück, liebe Sportsfreunde. Erstmal ein bisschen warten, bis alles geladen ist, ne? Auf meinem etwas älteren PC könnte das durchaus ein bisschen dauern. Aber die letzte Folge sah einigermaßen okay aus, fand ich jetzt insofern. Ja, ich bin sowieso gespannt, wie das in einigen paar Wochen aussehen wird. Also ich hoffe, dass wir noch vor Folge 50 das Ganze noch ein bisschen neuer, moderner hinkriegen. Was ist denn hier oben los? Jetzt mein Gatte auf. Ach so, stimmt, da war ja noch storbedingt, ne? Kurz gucken, genau, wir hatten hier unser eigenes schönes Schiffchen. Ne, auch schön bewaffnet, okay. Haben letzte Folge gar nicht richtig angeguckt, ne? Sehen wir hier überhaupt irgendetwas so wie ein Schiffsskorpio? Eigentlich hervorragend für den Kampf auf mittlere Reichweite. Sie sind eine äußerst vielseitige Waffe, einsetzbar sowohl für Angriffe zu Wasser als auch zu Lande. Okay. Schiffsschützen. Schiffsruder. Ein Flaggschiff. Ist doch eigentlich noch sehr interessant, ne? Was wir hier so für Parameter zu haben. Aber ich schätze mal auf die Luftschiffe wie aus Arnards, nun müssen wir hier drauf verzichten, ne? Ah, ihr habt die geliebt, hey. Waren zwar mitunter auch ein bisschen seltsam, ne, die ganzen DLCs und so. Aber hey. So, ich würde mal sagen, die Welt erkunden ist sowieso auch ein Bestandteil von Anno. Sicher auch im Jahre 117. Das ist eine Insel, die bereits jemandem gehört, oder habe ich jetzt irgendwie falsch im Kopf gehabt? Eine unbesiedelte Insel. Okay, ich sehe natürlich auch direkt, was es da gibt und was noch nicht. Wäre das eine Option, das uns direkt zu holen? Ich muss mal kurz schauen, ob man das irgendwie merken kann. Makrelenschwärme, ja gut, das ist ja Anfangsinsel, ne? War klar, dass wir das haben. Außenbänke, Eisenvorkommen, Golderzvorkommen, Trauben, Lavendel. Okay, Flachsanbau, Austern, Störpopulation und das Stör selber. Eisvorkommen, Golderzvorkommen. Also, ja, Flachs und Stör ist das Neueste. Alles andere haben wir schon. Immerhin 8 Bergplätze, 10 Flussplätze. Jetzt fragen wir halt bei den Bergplätzen. Bergzugang. Bei einem Minenrohstoff, da geht es um die Rohstoffe hier. Golderz und Eisenvorkommen. Also geht es mal stark davon aus. Ist auch unbesiedelt. Guck mal an, wir haben hier Flachsanbau, Purpurschneckenpopulation, Sandrakanbau, Eisvorkommen, Mineralienvorkommen. Generell wirkt das Ganze auf mich relativ klein, ne? Also die ganze Welt hier. Täuscht das eventuell? Neptuns Schiff ist bereit. Also jetzt nicht, wie das hier mit der Welt ist und so, ne? Ich meine, wir haben Latium. Nur Latium. Naja, wir werden sehen, ne? Also, zurück zum eigentlichen Spiel selber. Das ist Kontor. Tutorial Arbeitskräfte. Von Interesse sein. Das Gebäude brauchen Arbeitskräfte und Typen, die nach Gebäude variieren. Arbeitskräfte kommen aus der Bevölkerung. Okay, warte mal. Die jeweilige Einwohnerstufe bestimmt, welcher Arbeitskrafttyp dir zur Verfügung steht. Wenn du zum Beispiel Plebejer brauchst, fokussieren Wachstum auf Arbeitskräfte Plebejer. Einwohnerstufe zu erhöhen, baue Wohnhäuser in der Stufe aus und erfüllte Bedürfnisse der Leute, das Bevölkerungsattribut zu erhöhen. Okay. So weit, so gut. Ne? Das haben wir eigentlich letzte Folge auch schon so ein bisschen festgestellt. Da ist noch ein Liberty, der könnte jetzt theoretisch aufsteigen, ne? Eine Tunika. Ist die Frage, ob wir das schon sollen. Mich irgendwie. Ja, wir sitzen hier aus, ne? Bretter ist klar, wir haben natürlich nichts zu bauen, dann, ja, schauen wir uns halt die Bretter an. Sardinen ist gut, Haferbrei, der Pfeil zeigt nach oben. Alles klappt auch, Bedürfnisse, hier stabil. Stabil, ein Tunika. Ja, noch ein paar Waffen, Schafe, Pilei, oh je. Dann haben wir hier die Garküche, den Haferhof. Aber eben haben wir gesagt, da haben wir festgestellt, dass das ja eigentlich genügend ist, ne? Eben hier halt, Hanf.
Hampf, Tuniken. 1:1, ja, das Verhältnis soweit stimmt schon, aber ebenso wie es aussieht, brauchen wir dann noch ein bisschen mehr. Die Pflanzen sieht noch relativ erfrischend aus, das gefällt mir. Mal gucken, was wir noch so alles machen können, ne? Oh, das ist eine feindliche Insel. Also feindlich, in Anführungszeichen, ne? Ich hoffe nicht, dass es ähnlich so ist wie bei Anno 2005, wo wir gar keine Feinde hatten. Rebellenhafen. Ja, das sieht schon so aus, das könnte ein Urahne von Kardinal Lucius sein. Schöne Grüße nach Anno 1404. Unsere Spieler haben neues Land gesichtet. Ist auch unbesiedelt. Das wundert mich, dass hier alles unbesiedelt scheint. Na gut. Wir haben ja ein Questbuch, ja, das natürlich auch. Oh, Forschung, das alles fehlt noch. Zurücksegeln, ja, das machen wir ja natürlich auch. Aber erstmal den Gatten angucken. Ja, wo ist er denn? Das ist der Krankenflügel, Herrin. Nur Mediki und Sklaven dürfen ihn betreten. Spielverderber. Also, theoretisch können wir schon aufsteigen. Ne? Wenn wir natürlich aufsteigen, haben wir wieder mehr Bedürfnisse, wie es halt normalerweise so ist. Das heißt, ich würde doch gerne mal den hier nochmal bauen. Kann ich vielleicht das Ding mitbauen? Ja, scheint so. So, wenn ich hier ein bisschen hochgehe, wäre natürlich... Wenn ich nicht mehr allzu viele Häuser bräuchte. Warte mal, ich will hier ja... Da habe ich auch gemacht, ne? Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Ich muss gerade hier fragen, ist es hier... Kann ich das wirklich hier so machen oder... Moment, die Muskelbahn ist hier. Die Straßen hier weg. Perfekt, dann die Häuser ein bisschen näher zusammen. Ah, sehr schön. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Ja, das haben mir deine Speer schon berichtet. Kannst du noch schöner bauen, ne? Und nicht nur pro Häuserreihe quasi eine Straße bauen, sondern sogar pro Haus selber. Da werden irgendwie noch ein bisschen eleganter. Ups. So. Ich weiß nicht, was irgendwie besser oder schlechter ist, da bin ich gerade echt ein bisschen überfragt. So, mal hier den Weg so zu machen. Andererseits natürlich so machen können. So, zurücksegeln. Ja, wir sind ja unterwegs. Ne? Alles ganz ruhig. Also noch Unsere ein bisschen Späher schneller. haben neues Land gesichtet. Gehen wir schnell hier hoch. Scharfe Linkskurve. Aber hier ist so viel unbesiedelt. Das überrascht mich irgendwie. Wir haben selber auch nicht gerade so gewaltig, dass irgendwie am Anfang verpasst zum Auswählen. Nee, oder? Das ist einem draufgefallen. Naja.
Also gut, nochmal kurz zurück zum eigentlichen Punkt. Was haben wir alles schon gemacht, ne? Wir haben ein paar Unsere Häuser. Späher haben neues Land gesichtet. Wir können noch mehr Häuser bauen, ne? Gerade auch hier oben, wenn man dachte, vielleicht auch die Häuserei mehr nach da oben hinbauen. Moment. Ja, Michael hat Ideen. Bringt euch in Sicherheit. Michael hat Ideen zur Optimierung. Oh Gott. Ja, kein modernes Arno ohne eine Optimierung, ne? 2, 3, 4, 5. Vielleicht ein bisschen übertrieben von der Anzahl her, wer weiß. So, dann kommt der dahin. Ja, warte mal, stimmt ja pro Häuserreihe. Und dann kommen die hier hin. So, in den Spaß, indem ich direkt weitermache. Moment. Boah. Nicht ganz. Muss ich umdenken. Muss ich vielleicht richtig umdenken. Moment. Dass die Straße hier so verdammt breit sein muss. Trotzdem finde ich es cool, wie sie erklärt wird, ne, mit der Straße, dass du auch Dialogbau machen kannst, aber Diagonalbau machen kannst und du kannst natürlich auch das Ganze rausschmeißen, natürlich auch cool. Dann habe ich gerade eine Frage, aber ich gerade richtig gesehen, hier Diagonal, aha, so diagonal, okay. Planungsmodus ist klar, der wird dann so. Unsere Späher haben neues Land gesichtet. Das könnte man eigentlich auch schon mal machen, ne, Planungsmodus. Diagonal wäre auch mal eine Idee. Bin ich gerade bei dem Ort hier, ne? Aber, warte mal, wenn ich es so mache. Hier gehe ich mit in Länge. Ich die Frage, weil man nicht genau weiß, was es alles hier für Gebäude gibt, die so für Support und so stehen, ne? Kann ich die mir einfach so machen? Warte mal. Copy and Paste. Muss das jetzt eigentlich auch so funktionieren? Okay. Ein Haus über Straße geht's nicht, interessanterweise. Oh, die werden so schon irgendwas dabei gedacht haben. 2, 3, 4. Dann machen wir nochmal einen 5. hin. So. Theoretisch ungefähr so. Den Markt haben wir schon. Ein Taberner wäre noch eine Option. Da komme ich dank der mittleren Straßen doch sehr weit tatsächlich, ne? Wie wär's denn? Okay, das ist immer auch so ein Punkt Maximierung oder Optimierung. Bei dem Markt jetzt, da hat offen eine größere Reichweite als die Taberner. Deswegen macht es Sinn, den Markt eher zentral zu setzen. Und dafür der Taberner hier in der Mitte. Abgesehen davon, dass sowieso weniger Platz braucht in der Breite. Anderes Thema. Straße wieder weg. Straße neu. Kannst du natürlich auch fragen, wieso baue ich die Straßen so und nicht direkt Haus an Haus. Aber erstens will ich es sehr schön bauen. Ich weiß, schön liegt im Auge des Betrachters. Der andere Punkt ist aber auch der mit der Feuerwehr. Zum Feuer löschen. Es wird sicher eine Art Feuerwehr hier gehen. Ich kann es mir nicht anders vorstellen. Das würde mich jetzt so stark überraschen. Okay, dann hätten wir das mal so. Ja. Was denn das hier? Valeria.
Die Prinzessin ist ein sorgloses Kind. Sie gleitet in der Morgen- und Abenddämmerung vorbei und weiß, dass niemand sie beim Herumschnüffeln stört. Ja, der freie Händler gibt es ja auch wieder. Ja, war irgendwie zu erwarten, ne? So. Einmal hier rein und dann nochmal Marmorstank gucken. Also Fische haben wir gesagt, 2 momentan reichen sehr gut. Tuniken sind wir auch dabei zum Aufforsten. Perfekt, das haben wir jetzt auch. Eben rein aus Kohlesicht und so bräuchte ich ja gar nicht mehr zu tun. Ja, zum Aufstieg wird es ja bereits reichen. Jetzt haben wir die Taberna. Die können wir einmal ausbauen und mal gucken, was dann passiert. Wir wissen, anhand der Bedürfnisse kriege ich mehr Bevölkerung. Aber kriege ich auch mehr Kohle? Also erst einmal ist klar, weil der braucht auch Unterhalt, die Taberna. Steht den Anwohnern als öffentlicher Dienst zur Verfügung. Ob man nun Gesellschaft sucht oder allein trinken möchte in der Taberna, sind alle willkommen. Aber wo Taberna, aber wo, Moment, gibt's sicher so eine Art Postkartenmodus, ne? Spiel gespeichert, was? 16 Minuten? Moment. Ah, Spielanstellung ist natürlich irgendwie auch falsch. Warte mal. Schwierigkeit leicht, aber das ist irgendwie falsch eingestellt gehabt hier. Kann man das nochmal irgendwie umstellen? Startinsel. Hä, das habe ich bei der ersten Folge gar nicht gesehen, dass das alles hier machen kann. Kartenaufdeckung bedeckt. Gut, ich kann es jetzt natürlich nicht mehr umstellen, das ist klar. Startflotte, Spielwelt. Ich habe schon groß, ne? Ich muss es vielleicht mal offscreen nochmal angucken, Freunde. Weil wenn ich dann irgendwie merke, dass uns gewisse Dinge fehlen würden, dann würde ich sagen, sorry, dann fange ich nochmal von vorne an. Kurz. Würde eventuell dann nochmal so weit spielen, wie wir jetzt bereits sind. Das schon. Aber das ist im Prinzip... Okay, Kaiser. Also wir eigentlich da mit so einer, ja, Veteranenkarte. An diese Anstellung hier kann ich mich gar nicht erinnern, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich irgendwie, Kampagne gibt es noch irgendwie eine Sorte. Umsiedlung erlaubt. Notgroschen erlaubt. Vor allem hier mit Spielinhalten, ne? Das erste war das Plündern von Latzen eingeschränkt kann während des Spiels aktiviert werden. Jetzt hat es gerade irgendwie drin, jetzt wird es dann zurückgestellt. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht. Ich rede hier plötzlich auf normal. Hä? Doch hier Inselgröße groß. Ja, geht's noch größer oder wie? Überfluss, Überfluss. Groß. Das kleinen großen Inseln. Ne, groß wollte ich ja schon. Das stimmt ja soweit. Toyel kann von mir aus ruhig groß sein. Siedlungskosten. Es soll ja schon auch ein bisschen schwieriger und so weiter sein, ne? Geld und Arbeitskräfte. Passierte Gebäude fallen keine Kosten. Dann hat man, glaube ich, immer. Ne? Baukostenrückerstattung. Machen wir jetzt mal die Hälfte. Was? Gebührenpflicht, was ist denn das? Wenn Abriss sind an Gebühr fällig. Oh, Strafgebühren auch noch. Super. Positionierung. Ja, das stimmt schon. Zwischenfälle. Ja, gut, ich meine, die Dinge kann man immer ein bisschen einstellen. Ne? Also, da würde man nach und nach mal angucken. Ne? Aber ja, ich glaube, ich werde trotzdem mal aufscreen mal ein bisschen gucken, was es sonst noch so gibt. Das Robin Albion aktiv. Gut, da geht ja eben die Kampagne, ne? Die werden natürlich auch noch auftauchen, denke jetzt mal. Wir sehen es, ne? Also, ein freier Veteran hier.
Ich meine, jetzt haben wir das Flaggschiff schon, ne? Kann man das ja nicht mehr nehmen. Minus 101, ja, da ist bereits gestiegen. Dankeschön. Ihr wollt eigentlich was ganz anderes gucken. Wenn man jetzt hier irgendwie abgelenkt wurde. Wo ist es jetzt? Postkartenansicht. Nach Albion gehen, Keypad 1, Keypad 2. Okay. Ausbau römisch. F1 ist ein bisschen doof, wobei... Moment, kurz, muss man schnell testen, ob es überhaupt funktioniert bei mir gerade. Nein, klappt nicht so. Das hatten wir schon. Weil es triggert halt auch bei mir dann die Taste G1 und dort ist bei mir Stummschalten. Kann man dieses scheiß Zwischenspannen, habe ich doch umgestellt. Was ist das schon wieder? Ah, Junge. Moment, uns anderen. Spieleinstellungen. Porträt von Markus und Marzia. Was ist denn jetzt schon wieder mit dem Speichern? Ja, alle 30 Minuten. Das war jetzt aber ein bisschen häufig. Verstehe ich nicht. Also. Steuerung müssen wir nochmal im Postkartenmodus irgendwie umstellen. Ich weiß gar nicht mehr, was bei Anno 1800 hatte. Was hatte ich bei Anno 1800? Also Tastenkombi Control-R, wenn ich nicht täusche, aber das ist hier schon belegt, ne? Ja, der Religionsmenü öffnen. Was ich noch versuchen könnte. Moment. Es sind ja viele F-Dinge hier schon belegt, ne? Spiel schließen, Alt F4. Ja, okay. Lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Dann machen wir von mir aus mal F3. Nein, ranzoomen kann ich hier nicht. Wie geht denn das hier? Also ich fand, das war bei Anno 1800 so ein cooles Feature. Das könnte man doch hier eigentlich mit einführen. Theoretisch. So, das Segel gerade zurück. Also wird uns theoretisch überfallen, ne? Dieses gerade. Ich kann ja gar keine andere Region betreten, also von dem her. Und trotzdem muss ich halt immer noch sagen, es nehmen mich halt schon Wunder. Dass ich dahin noch umstellen, vor allem Veteran und so. Ist das generell auch umstellen? Da geht es nur um Startflotte. Startinsel, Startwaren, Startkapital.
Kartenaufdeckung. Das stimmt ja eigentlich alles soweit auch. Kaiser gar nichts wählen kann. Irgendwie fehlen mir neutrale Kräfte, das spinne ich jetzt. Wenn man so hier mit vergleicht. Aber ja, wie gesagt, keine Ahnung, was ich da irgendwie verpasst habe. Was man hätte machen müssen. Wir sind auch so früh dran. Ne? Vielleicht kann es sein, dass wir die Kampagne mehrmals spielen werden. Denn wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das Ganze hier funktionieren soll. Im Endeffekt vor allem. Also, gucken wir mal. Wir haben das Ding, das heißt, ihr müsst jetzt eigentlich zufriedener sein. Ne? Wir haben also mehr Bevölkerung, mehr Zufriedenheit. Die zahlen aber nicht mehr Steuern. Ne? Dein Ankommen ist das Geld, das du mit der Zeit kontinuierlich auf dieser Insel erwirtschaftest. Eine globale Bilanz ist negativ. Aus Bedürfnisse, aus Bereichseffekte und Spezialisten Einkommen. Wobei. Ah ne, warte mal, das ist ja nicht der Markt. Der Markt selber. Es ist nur der Markt. Okay, jetzt mal ins Menü gehe, speichert er automatisch. Ne, das ist irgendwie auch krass. Hineinzoomen, rauszoomen. Ja, was haben wir schon? Mir fehlt halt echt dieses Feature, was ich bei Anno 1800 hatte, wo wir quasi aus der Sicht eines einzelnen Menschen hineinzoomen können. Jetzt hier gucken mit Plus und Minus. Beseitigt werden, gibt es genug Platz, damit die neue Stadt, Juliana, wachsen kann. Plus finde ich auch, dass Plus hier gar nicht geht. Auch wenn ich nichts gegen die Liberty habe, sind die Plebejer jetzt womöglich bereit für ein Leben in Juliana. Wer weiß. Plebejer ansiedeln. Ein Großteil von Ambrosia ist jetzt verschüttet. Es ist wirklich seltsam, dass eine gesamte Stadt einfach so verschwinden kann. Das ist die Welt, Liebes. Das ist die Welt. Pilei, ja, da gibt's noch. Wer ist denn das jetzt? Ambrosia war riesig. Einen Moment war es noch da, im nächsten fort. Tatsächlich hielt der Ausbruch mehrere Tage an, Ere. Und in den darauffolgenden Wochen war die Luft bis zu den Säulen des Herakles mit Staub erfüllt. Oft wird behauptet, dass die Hybris und die Ausschweifungen der Bewohner von Ambrosia die Götter erzürnt haben. Aber ich glaube, dass Vulkanus, dessen Geist sowohl in Okkasus als auch in anderen Portalen zur Unterwelt haust, wenig Kontrolle darüber hat, wann und warum er hervorkommt. Hört, hört. Verfallenes Amphitheater. Ja, traurig ist es. Aber nicht unser Problem. Ganz doof gesagt. Noch ein paar Häuser noch upgraden vorher. Bauen ein Wohnhaus aus. Ja, machen wir auch gleich. Kurz schauen, wie schnell es eigentlich hier geht, auch mit der Kohle. Begrab mich in einer Taverne. Dann wäre ich bei jeder Runde dabei. Hier wohnen 5 Liberty-Bewohner und wir haben nur 3 Arbeitskräfte. Irgendwie auch ein bisschen Mangelware, ne? Ausgaben, Grundsteuern, dass ich selber Grundsteuern zahlen muss, ey. Schlimm, schlimm. So weit ist mit der Welt schon gekommen. Klar, wir können jetzt die Pilei noch machen. Das Ding hatten wir schon mal. Schafe. Sag mal. Jetzt sind wir eine kleine Stadt. Warte mal, wollte ich die Schafe nicht irgendwie hier drüben machen eigentlich?
sterb nicht so. Drück einen Stempel drauf, um zu zeigen, wo es herkommt. Gebäude und Module bauen. Mhm. Okay, das sähe dann so aus. Wir haben gesagt, eine Ding reicht für 2 von den Gebäuden, ne? Jetzt macht sie bald meh. Hui. Meh. Meh, meh. Meh, meh. So. Was? Waren fehlen. Ja, ihr müsst abwarten, bis die Schafe über Bock haben. Oh Gott, Tageszeit wechseln. Ein bisschen Sonne. Ein Schaf, 2 Schafe, 3 Schafe. Wundelball. Was ist denn hier schon wieder? Leider geht es deinem Gatten immer noch sehr schlecht. Er hat furchtbare Gelenkschmerzen. Ich fürchte, ihn plagt die Gicht. Den Alten wischt, plagt die Gicht. Nein, ist ja überhaupt nicht witzig, im Gegenteil. Aber ja, ist halt so, ne? Alter Mann, junge Dame, das, wie lange das gut gehen kann, wir werden sehen, Freunde. Vor allem, wenn wir uns nächste Folge dann um das eigentliche Problem hier ein bisschen kümmern, nämlich mit dem Ausbau. Die erste Stufe. Und ich hoffe, eben bis dahin kriege ich vielleicht irgendwie mal noch was Vernünftiges hin, ne? Also sich Postkartenmodus und so. Wobei ich glaube es eher weniger. Also ich glaube irgendwie das hier schon das Maximum, was ich irgendwie hinkriege. Oh Gottes Willen, ich hoffe nicht. Warte mal. Also dann erzählen, dass man so ein geiles Feature einfach ausgenommen hat. Pläne für heute Abend? Die Jungs aus dem Kollegium. Gottes Willen, hey. Ja. Gerade hier, wo ein bisschen was los ist. Kann zumindest irgendwie ein bisschen Position verschieben. Aber geil ist leider was anderes, ne? Gerne ein bisschen. Naja, einfach ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr von allem. Na ja, gut. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. So, Anno 1717, ne? Naja, nicht 1717, Quatsch. Anno 117, Mensch. Kampagne, bye bye.